Goedemorgen. Zoals Pater Kloester al zei deed, vandaag morgens we weer gaan met dem brief ter de Kolosser, wat Paulus geschreven heeft ter de Kolosser. En we vrezen dat we daar deze brief durchgaan. En dat heeft veel te zijn te ons van der en dag nog. Dat die hier ons krachtste gaat als de Kolosser te de tijd. So, ik geloof, we kunnen hier veel van leren. En mijn gebed is vandaag morgens ook, we worden hier wat leren wat God wil hebben van zijn mensen. Van zijn volk. Hij brukt een van zijn dingen wat Paulus via den brief te schrijven. En dan heeft hij te de Kolosser geschreven en dan krijgt hij te ons ook. En we worden vandaag morgens morgen, waar Paulus wil hebben, de mensen zullen veranderd worden. We hebben gehoord met hier toe, waar die zum Glauben gekommen zijn, dat is een mit te verstaan, een nieuwe groep, een nieuwe christengroep, wat hier toe gekommen zijn, wat den Herrn angenommen haben als persönliche Heiland. So, die sind nicht zum Glauben gekommen, aber das gewöhnlich Menschen, wenn Menschen erst zum Glauben kommen, dann, wenn die von Nieren geboren wurden, die sind dann auch nicht ganz vollkommen für uns. Ich bin doch damit, aber das ist ein von wie ein Baby haben, was von Nieren, was jetzt geboren ist. Die sind nicht in diese Welt angekommen, dass die dann vollkommen sind, dass die kann vertalen, die kann gehen und kann ran und so weiter. Kriegst du das mit einem Jäselchen? Wir sind einmal verbunden in allerhand Dinge, wo wir vielleicht Dinge, wo wir uns angewandt haben, wo wir eine schwere Zeit von haben loszukommen. Dort dann stoppen, was wir mal in der gehen, am frei zu werden von den Dingen, wo wir uns angewandt haben, was da vom Fleisch kommen dann. Und das, was Gott sein Verlangen ist, dass wir frei werden von all den weltlichen Dingen, die das Fleisch noch ein Verlangen noch hat. Und das war wir von der Morgen, wo Paulus nicht bloß zu dieser Gemeinde von der geschrieben hat, aber auch von verschiedenen anderen Gemeinden, wo er das auch betont hat, kriegt das selber, was sein Verlangen ist von den Gemeinden, dass die kann frei werden von der sinnlichen Natur, was von dem Fleisch kommt. So, wir wollen von Vers 4, von Kolosser Kapitel 3, Vers 5 bis Vers 11 gehen. Und ich habe den Thema gewählt, lebt in der Nähe Natur. Das so aus Christus ist. Und das, was Gott sein Verlangen ist, dass wir so eine Natur kriegen, als er ist. Von unserer eigenen Natur loskommen und nach Arm seiner Natur legen. So, Vers 5 fängt an, sagt, durchwegen, merkt alles in den Tod, was von jener sinnlichen Natur kommt. Der Hürerie, Unreinigkeit, sinnliche Leidenschaften, böse Last, und Jids als kriegst du aus Jatterdein. So, er fängt das erste Wort, sagt hier, durchwegen. Und man will das im Wohlwegen. Durchwegen, sagt er. Und wir haben in der Vergangenheit in diesem Brief gelesen, wo sie zum Glauben gekommen wären. Sie wären von Nieren geboren. So, nun wären sie sozusagen neue Menschen und andere Menschen. Und er sagt, durchwegen sollen sie diese Dinge aufleihen. Kolosser 3, Vers 3, wenn wir zurückgehen auf Vers 3, sagt er, die sind gestorben, in ihrem Leben erst mit Christus in Gott verstärken. So, die sind sich selbst gestorben. Alle Natur ist gestorben. Aber sie haben noch Dinge, wo sie mit zu arbeiten haben, wo sie sollen los von kommen. So, das sagt, merkt alles in den Tod. In der Mitte besehen ist, das sind Dinge, die täglich passieren müssen. Jeden Tag müssen wir uns wählen, die Dinge dort zu merken, was uns plären tun, was uns Fleisch noch heran ist. Weil wir haben in uns scharpe Leben tun, und jeden Tag sind die Dinge, wo uns angeboten wurden, und wir haben in schweren Zeiten davon loszukommen, sodass wir täglich tun, in der Kraft, der Herr uns geben wird. Und das sind Stoppen, die wir merken, wenn wir nie geborene Kind sind. Wir müssen die Stoppen nehmen, wollen uns von uns selbst loslassen und losmerken und dort sogar dort merken, was von das Fleisch kommen wird. Wir wissen dort, jeden Tag sind die Gelegenheiten, das Fleisch, das sämtliche Natur war, die Wellen zu loten. Dann anzugeben zu den Dingen, die von der sämtlichen Natur kommen. In Paulus sagt in Römer 6, Vers 6, wir wissen, dass uns aller Mensch mit einem Tod gekreuzigt ist, also mit Jesus Tod gekreuzigt ist, so dass es mit unserem sinnlichen Körper in Einheit, in wie der Sinn nicht mehr dienen.
So soll wirklich sein, wir sollen nicht mal den Sinn deuen. Wir sind gestorben zu dort. Römer 8, Vers 13 sagt er, wenn ihr so leben, als das Fleisch verlangt, muss ihr sterben. Also das ist nicht fleischlicher Tod, wo das von reden, aber jährlich, wo wir dann sterben, sagt dort. Dann, wo wir getrennt sind von Gott, da wird eine Trennung passieren. Wenn wir so leben, als das Fleisch verlangt wird. Aber wenn ihr durch den Jäs, das sinnliche Injünd dort merken, wo ihr leben, wo wir ewig Leben haben. Und das ist die Hauptsache. Wir wollen das ewige leben. So, wir wollen, wenn wir das Fleisch loten, dann bringt uns dort zu der Grund, uns körperlich zu Grund. Wenn wir das Fleisch loten und loten down, was das will, das bringt uns zu Grund. Das wird Paulus in Epheser 4 sagen, Vers 22. Epheser 4, Vers 22 sagt es dort, seid dort die von den alten Menschen loskommen, der ihr so leben merkt, als ihr deiden. In der sich durch seine unschmerende Last selbst in den Grund bracht. So, das sind unschmerende Lasten, die den Menschen in den Grund bringen wird, wenn er so leben, als der Mensch das verlangen wird. Also der alte Mensch, der natürliche Mensch. Sagt, ihr sollen durch den Jäs von Grund ab in Seil und Sand nie Menschen werden. Wir sollen ganz nie Menschen werden. Ganz durch uns soll nie gemerkt werden. Weil in jedem Mensch, gleich sogar als der Kolosser, so der uns sagt, da muss eine Veränderung passieren in uns Leben. Wenn wir von nie geboren sind, das soll zu sein sein, da soll eine Veränderung passieren in uns Leben. Das alles, was in uns hier, das soll dort gemerkt werden, dass wir können verändert werden in so leben, als er das will haben. Römer 12, Vers 2 sagt er, stellt euch nicht so an, als das der Welt ist. Willst der Welt weit, der stellt sich so an, als was der Welt anbieten wird, und der nimmt das an und merkt mit den Dingen, was der Welt unterbeiden hat. Aber er sagt, wir sollen uns nicht dort anstellen. Stellt euch nicht so an, als das der Welt ist. Die sollen durch ihnen nie Gesinnung verändert werden. Da soll eine Veränderung passieren in uns. Dass die weiten können, was Gott sein Willen für uns ist. Was der Gott ist. Was er will haben von uns. Und wenn wir mit allerhand Dingen, wo wir vielleicht gebunden sind, wir sind gepflegt, Dinge, wo wir nicht losfahren können, so leicht. Wir haben das für Jahre vielleicht mitgemerkt und wir haben eine schwere Zeit loszukommen von das. Was dann hat, der Chef Gott ruht für uns. Einmal dann sind wir vielleicht gepflegt mit dem Trinken oder mit dem Schmecken oder wo immer das ist, dann versorgen wir für uns Fleisch, dass wir das können tun. Ich gleich Römer 13, Vers 14, das wird eine von den Versen, was ich mir lang dreimal hat auswendig gelehrt, was mir halten, dass ich in gewisse Dinge gepflegt wir und mir viel rot und einer Sekt und eine Schrift, wo eine Halb findet. Und das wird eine Schrift, was mir halten, eine Schriftstelle. Römer 13, Vers 14 sagt, lot den Herrn Jesus Christus ganz die Kontrolle über ihn haben. Und seht nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch den Willen zu loten. Seht nicht nur eine Gelegenheit, das Fleisch den Willen zu loten, was du gelasten hat. Ich gleich die englische Übersetzung sagt das mit der klarer nur mit zu verstehen meins. Das sagt, tragt den Herrn Jesus Christus an und merkt und versorgt nicht für das Fleisch zu vollfüllen, wo das nur lasten hat. Ein Beispiel ist vielleicht, wenn wir gepflegt sind mit Fleischeslast oder Öleslast, wenn wir vielleicht viele Menschen sein, die sich zu unterhalten tun, als Gott das nicht gefallen hat, und wir haben Trouble damit, wenn wir die bekicken tun, dann ran unsere Gedanken fürs Weich, nur alle Hand anrennt. Und wenn wir dann nicht versorgen für dort, wir hatten mal einen Großredner bei unserem Family Camp, glaube ich, Jahren 3, und er hat dann so ein Beispiel gegeben, und er sagt, er wird auch gepflegt mit so einer Sachen aus dort, und er sagt, was er tut, er will sich nicht nur so eine Städte zu fahren, wo er nicht weiß, wo so eine Milliarden wären, so viele Menschen, die halbnächtig rumgehen. Er sagt, in der Beach zum Beispiel. Er sagt, da können sie hinfahren und dann können sie sich ihre Gedanken lassen und beitragen. Der früher ist bekicken und so weiter. Und das weiß er ganz genau, wenn er da hinfahren geht, da würde er sich dort begegnen und er hat Trouble damit. Und wenn ich dachte, das ist ein guter Beispiel, das ist eine gute Idee, das anzunehmen, das dort. Was immer das ist, was uns Fleisch nur gelasten hat, dann nicht nach versorgen für dort, da hinfahren, dort versorgen für dort, wo das noch lasten hat, dann will ich die gehen können.
Oder wenn wir vielleicht plötzlich sind mit dem Trinken. Nicht eins von den Bars, da dich bevor und sie denken, nu sind hier, sie dich bei, da wir so leicht sind, bis von den Angehen und Trinken trinken. Nicht vorbeifahren, nicht dich vorbeifahren, das wird uns da locken. Nicht versorgen für dort, wo das Fleisch nur gelassen wird. Und was ich ein einziges Mal dann da wieder auch, wenn wir in eins Wort Dinge gebunden sind, und wir wollen da los von kommen, und wir proben, und da wird vielleicht oftmals an unsere eine Kraft. Dann brauchen wir unsere eine Kraft, dann denken wir so, das kann ich überkommen, ich werde mit meiner eine Kraft tun. Und dann wollen wir dann einmal wahre Fehler, und dann voll ich drei in der Sinn an. Und das ist das alle Fleisch, das fleischliche Sand sein. Und da sind, wir sind geprägt mit Last. 1. Korinther 10, Vers 13 sagt, dass nu habt ihr noch menschliche bekannte Versägungen getroffen. So, das sind menschliche bekannte Versägungen, die uns getroffen sind. Sagt er, aber Gott ist treu. Und er wird dort nicht zulassen, dass die Schwander versagt wurden, als je Kraft haben. Er wird für einen Weg versorgen. Er wird für einen Weg sorgen. So, er wird dafür sorgen. Wenn wir uns am Arm verloren tun, am Arm frauen, dann sagt er wird dafür versorgen, dass wir wollen loskommen davon. Dass wir wollen gehen, kämpfen. In der Versägung rückkommen, so dass die dort vertrauen können. So Gott hat das versorgt für uns. Er hat die Kraft in uns versorgt, dass wir können loskommen von solchen Dingen, wo wir festgebunden sind. Wenn wir los wollen, wenn wir uns von seiner Kraft leiden und führen, er wird uns die Kraft geben. Er hat uns versorgt mit der Kraft. Der habe ich in uns. So, sinnliche Natur als fleischliche Sonne sein. Das ist fleischlich. Das ist von uns Fleisch, wo wir im Verheer wären. Also, das ist von, hier seht, wo wir so loskommen, von Hürerie, Unreinigkeit, sinnliche Leidenschaften. So, sinnliche Leidenschaften, das können verschiedene Dinge sein, was immer wieder kann, da tun, wo wir uns geprägt sind. Beise Last, in Jieds und so weiter. All diese Dinge, da können wir von loskommen, wenn wir uns ab seine Kraft verloren tun, nicht ab unsere eine. Wir haben da vielleicht auch alle mal uitgefangen, wie in unsere eine Kraft, wie können das gleich. Immer war voll wir treten an. Ich will mal ein Schmecker, und ich will so hier davon los. Für Jahren probe ich, und ich probe ein Weich, und ich probe Jan Weich, und verschiedene Wege probe ich. Ich hätte sogar einmal bei anderen Menschen an und sage, hey, wir haben mal eine Bad mehr, und wer erst schmecken wird, der muss den so und so viel Geld geben. Und das halt auch gleich. Immer war voll ich treten an. Und dann war ich auf einmal an, dass ich in meine eine Kraft. Bin ich wirklich Gott anrufen und sagt, hey, ich will hier los von, mir ist das ein Ekel. Ich will los von das, mir wird an deine Kraft fehlen. Meine Kraft, ich kann das nicht. Ich habe das so viel angeprobt. Und er hat mir, ich sage, Gott dank, dass er mir losgeholfen davon. Dass wir nur durch seine Kraft. So, und so ein altes Leben ist das Leben, wo hiervon schreiben, dass die verschiedenen Sünden, die wir im Fleisch tun, die sind ganz gegen Gott. Wenn wir nun Kolosser 3 gehen, auf Vers 6, sagt, dass willst gut werden, so wird Gott in euer über dich kommen, die nicht gehorchen. Ein sinnliches Leben kann Gott nicht leiden. Gott in euer wird über dich kommen, der das tun, der das mitmerken tun, der in das Leben tun, sagt das hier. Deswegen wird Gott in euer über dich kommen. Und wir können viele Beispiele nehmen aus der Schrift in der Vergangenheit, wo wir können sehen, wo Gott in euer über das Volk kommt, wo die jeden am Leben leiden. Und ich denke immer war an die Israeliten besonders, wenn wir kicken down die 40 Jahre, was sie in der Wüste wären, als sie in das versprochene Land gehen wollen, immer war das Morgen, wo sie gegen Gott gehen leiden und sie in verschiedene Dinge ehrenreich gehen und wo Gott in euer über die kam und was da passieren leid. Besonders eine steht, wo wir von lesen können, 2. Mose 32. Kapitel, wo Moses am Bäumen abging für 40 Tage und redete mit Gott, er wollte eine Steine in der Tafel geben, hat gebaut geben, was sie sollen den Menschen geben, wo sie sollen leben. Und er bleibt für 40 Jahre am Bäumen. Und die Menschen, die wären da unten, die waren ungeduldig und die wissen nicht, was mit Moses passiert wäre. Sollen sie, kein Bedeutung sehen, Aaron, Moses, sein Bruder, was da unten Apostel und das Volk, wir wissen nicht, was mit Moses, mit uns Lehrer passiert ist.
merk uns ein Lehrer, merk uns ein Aufgabe, dass wir können nach denen gehen und uns ab denen verloten, was uns wieder was lernen. So in der letzten zu bereden von das Volk, und haben wir ein galnet Kolf. Er sagt, sie sollen all ihre Jewelry, all ihre Ringe und Keden und so wieder bringen. Dann verschmalt er dort, und dann müssen sie einen Kolf fahren. Und dann sehen sie sogar, was dort, ich glaube, das ganz Schlimmste da ist, dass sie das Kolf, Gott merken deuten. In 2. Mose 32, Vers 4 sagt, dass ein Neum dei, also dass die Keden und all dort, die Ringen und schmiert ein Kolf von dort mit seiner Gerätschaft. Und dann sehen sie, das Israel ist den Gott, der jünt aus Ägypten gebracht hat. So, die geben Ernte. Sie sehen, hat den Ernte Taureiten, das er getan hat. Das gemerkte Denk. Geben sie das Kolf, den Kredit für was da passiert wird, wo sie werden aus Ägypten rausgekommen. Und das euert Gott sei. Das Kolf, das gemerkte Kolf wollen die ihr geben. Und Gott wird so doll über das Volk, er hat im Sand abzuriemen. Im Vers 10 sagt Gott zu Moses, go und lob mir allein. So, Gott sagt zu Moses, ihr sollt im Stich gehen, go wieder, lob mir allein. Dass er kann down mit das Volk, was er will down. Dass ich mein Euer jeden an uitüben kann und an verdorven kann. Und dass ich dann doch von die kann ein großes Volk merken. So, er sagt, von diesen Menschen will er nicht mal ein großes Volk merken, das er geplant hat, was er gedacht hat zu tun. So, er sagt, er würde abbrechen, er würde im Stich, und dann würde von Moses würde ein großes Volk merken. Weil wenn Moses hier nicht angestoßen hat für das Volk und Gott gebracht hat, er soll nicht mit das durchgehen, dann weiß wir nicht, was mit dem Volk wird passiert sein. Er würde abgeräumt haben. Nur der Chef, nur ewig. Moses, er stand an für dich im Gebet. Moses früh, nur Freiheit für Gott zu kommen war. Erst sagt Gott, er soll der Fuß von ihm, nur früh Moses, dass er war, für ihm kommen. Und Vers 11 sagt, dann verlangt Moses, dass er darf für den Herrn sein Gott kommen. Und er sagt, woran wirst du Leuten, die euer über den Fall kommen? Du hast gerade deine Macht und große Kraft bewiesen, indem dass du an Ägypten brachst. So hier sagt er, du hast das kurz gewesen, mit deiner großen Kraft, wo du da aus Ägypten hast rückgebracht, und du wirst dir da anbringen. Dann sagt er, du wirst doch nicht der Ägypter von dir sagen lassen, dass du das Volk lästig hast aus Ägypten geführt, um dort in der Boy anzubringen. Dass sie von die Erde verschwingen. Lot doch nur mit den großen Eier. Hier fragt er, sagt Gott, das sei nicht gut, weil nur loten von den großen Eier. Lot doch nur mit den großen Eier. Und bete, dass du den Volk nicht schulden anders. Das ist, was Moses in Gebet wird zu Gott. Dass er soll nur loten mit seinen Eier. Und dann sagt er, Vers 14, Kapitel 32, Vers 14, sagt er, und der Herr gab nur mit dort, was er gedreht hat, ab das Volk zu bringen. So während dass Moses anstundet für das Volk im Gebet und sagt, er soll dort nicht tun, was er gedreht hat zu tun. Gott horcht Moses und leidt nur mit dort und leidt nicht dort, was er gedreht hat zu tun. Das sind euer nicht, wo ihr bei kommen, ab so ein Bach, was er gedreht hat zu tun. Aber wenn er auch das nicht tut, was er hat gedreht zu tun, würde wir in folgen, ab ihre Sünden, was sie getan haben. Wenn wir übergehen mit Vers 35, das soll die Kapitel sagt, dass der Herr leidt eine schwere Krankheit über das Volk kommen, wegen ihrer Sünd mit das Kolf, das ihn gemerkt hat. So werden wir doch noch folgen darauf. Er leidt im Leben und er ging wieder mit Enthopen und bleibt Lehrer und vier Enden so wieder, aber da wird eine Folge gekommen, was sie getan haben, und da kommt eine Krankheit über ihn. So dass das schließlich hindurch, was wir tun, so leben, gegen Gott leben, Gott kann das nicht verdrehen, er kann das nicht annehmen, er kann das nicht ansehen. Sein Euer geht über dich, was sie tun. Ab einem Weg oder am anderen. Und wenn wir gehen nur Vers 7, sagt dort, so wird möglich mit aus jedem Leben.
So hier sagt er zu den Kolosser, sagt er, je mehr und so was ist das auch mehr, als jeder beim Leben deiden. Und das wird von der Sinn, was der Vers 5 von reden deid. Hürerie driven und Unreinigkeiten, sämtliche Leidenschaften, weise Last und Jets. Von der Sinn, was du erwähnt, sagt er, je mehr und so was ist das mehr, als jeder beim Leben deiden. So das, was Paulus von uns sagen wird. Dann Frauen vielleicht, wo wisst ihr, dass so ein Leben aus der vielen Deiden? Er sagt, am Anfang von diesem Brief steht, dass wir diese Menschen noch keinmal bejahend, haben wir noch nicht bei der gewasst, also wieder. Er kann der nicht mal, aber hier sagt er, je mehr und so eine Dinge aus der Mehr, als jeder beim Leben Deiden. Wenn wir mit dir studieren, dann was die Kolosser für Menschen wären, das, was der angehen Deiden, mag er jähen, in der Amjähen da, mag die Gruppen. Du ging viel so, was der Herr dort an, Unreinigkeit, Hürerie und sämtliche Leidenschaften. So, der Leben in einer großen Sinn, das fällt. So, er wisst, er sagt, ihr Eier aus hier von ihnen geboren werden, die mögen das Dinge auch mit. Die werden auch dabei. Und Paulus wisst auch, dass von der fleischlichen Natur wir. Und kriegst du erst von der Unerhammer, wenn wir kicken, die Menschen von der, wenn die sich von Fleisch leiden und führen, von der sinnlichen Natur, die geroden und so eine Sinnlichkeit ist dort nehmen. Wie wir in einer Zeit auch, wie von all der, was sind von ihnen geboren, wie wir von ihnen geboren, wir haben auch alle Dinge, wo wir dann leben, was der ganz gegen Gott wir. Wie ganz gegen Gott. Vielleicht haben wir nicht dieselbe Sünden, was wir begonnen haben. Menschen haben verschiedene Dinge, was sie sich angewandt haben, wo sie beim Leben tun, die dann verschiedene Sünden begonnen, aber doch eine Sinn, wie Gott ist eine Sinn. Das ist dann, was das für eine Sinn ist, was für eine Dinge wir uns angewandt haben, was wir uns näher bringen und leiden. Eine Sinn ist wie Gott eine Sinn. In Jesaja 53, Vers 6 sagt es, wie wir alle auf den Erdweg, so als Schub, der jeder seinen einen Weg gehen wird. In der Kreis stimmt das auch. Wir werden uns in einen Weg gehen, wir gehen gegen Gott, wir werden in den Erdweg gehen. Wir gehen gegen Gott, alle. Jeder einer von uns hat gesündigt, wir in Kart gefallen, für das, was wir sollen wollen, sagt Reimer. Sagt Paulus zu der Reimer. So, Paulus hat immer Dinge, was er entscheidet, der zu tun, was sie sollen tun und was sie mit den Sünden sollen tun und mit der Einheit leben, wo sie das sollen merken und so wieder und abhören mit dort. Er sagt hier wieder, was sie sollen tun. In Kolosser 3, Vers 8 sagt über nu. So hier sagt er, was über nu, dass die von all diesen Dingen sollen loskommen und dass die sind von ihnen geboren, sagt er, nu, leicht so wird auch alles auf. Dann haben wir hier noch eine Liste. Sich oiden, gralen. Was für das wir, dass ich das durchgehe, da muss einfach studieren sein, was für das wir so reich bedienen, oder was er meint. Wenn wir in Vers 8 kicken, dann das Wort hier gralen. Ich dachte, was wird das für ein Wort? Was meint das so reich? Ich habe das viel gelesen, aber nicht in der Wirklichkeit, da mal studiert und nur gesehen, was das Wort wirklich meint. Und ich fand, das meint, ein Verlangen, andere weiter zu tun. Das ist, was das sämtliche Natur hat. Und ich dachte, das wird so. Menschen, die so leben aus dieser Welt, dass die welche Menschen sind, die probieren immer den nächsten Schulden anzutun. Da steht Gott. Das ist von der sittlichen Natur. So sagt, leicht so wird alles auf, sich oiden, also oiden, vielleicht soll es Kontrolle haben, sich soll es nicht kann kontrollen, leicht anoiden zu lassen oder was immer. Oder gralen, was er meint, und verlangen, andere weiter zu tun. Schlecht sein, spotten, niederträchtig und beleiden die Wirt uit je Mühl. Auch niederträchtig. Wir haben vorhin gehört von ihr schon, von Tüßök, von niederträchtig sein. Als ich das studiere, was das ich meine, das Wort niederträchtig sein. Wir können das Wort, aber ich habe gleich eine Ausleihung dafür. Niederträchtig sein, das ist irritating. Don't irritate others. So, das sind verschiedene interessante Werte, die wir hier betrachten, wo wir sollen nur abpassen. Und dann beleidigt die Werte in Mühl. Wofür und du wenig? Wo wir nicht ändern, wir haben Dinge gesagt, wo wir einen anderen beleidigt haben. Hat eins gesagt, was wir vielleicht nicht an gedacht haben, nicht fair bedacht, dass gesagt haben, wo wir haben den geschlagen damit. Wir haben den beleidigt.
Sind nicht verbedacht, einmal. Wir denken nicht, was wir sein wollen, wie das sein dann. Das kommt ans Kopf, die Gedanken sind, und dann läuft er auch kurz zurück und sagt, wo wir an, wir haben Dinge gesagt, was die nächsten beleidigen tun. So er sagt, das sind auch Part von Dingen, sollen sie abhören mit, der Aufleihen. Und was in all diese Dinge haben wir die Macht, die kriegen, das zu tun. Das ist die Kraft, die Herr uns gegeben hat. Die Dinge, die sollen wir aufleihen. Und das haben wir tun mit seiner Kraft. Und beleidigt wird sein, sogar der König David, was doch wohl auch getroubled sind, guck mal, was sein Gebet wir, was er dort zu sein hat. In Psalm 149, Vers 3 sagt er, es steht, Stahl und Wächter über mein Mühl. So David sagt, er fragt Gott, er will ein Wächter für sein Mühl stellen, ein Security Guard, abzupassen, nur sein Mühl, was er will sein. Stahl und Wächter über mein Mühl, auch Herr, Werk über meine Leben. Er hat sogar ein Verlangen, dass du ein Werker sein. Gott würde Werker sein über sein Mühl, dass er nicht wird beleidigen, die wird vertalen. Auch die wird vertalen. Das wird was David sein wird hier. So, wir sollen abpassen, wo wir reden tun. Ab Epheser 4, Vers 9, finde ich, sagt, red nicht, was den Nächsten schaden kann. Nichts redet haben, was den Nächsten schaden kann. Red bloß dort, wo der geholfen worden, der jünt hier. Wenn wir eins vertoppt kommen, mit Menschen eins vor, wenn wir uns hier vertalen, was haben wir uns Müll rührt, was haben wir verrät? Vertalen wir Sünde wird, was den Nächsten Maut geben wird, der freut sich, dass die hören, was du jetzt gesagt hast. Oder da wir vielleicht spotten über eins, wenn wir merken, was der andere vertalen, da den Nächsten Dol dran und so weiter. Ich glaube, wir sollen uns jetzt mal selbst sehen, wenn wir eins für manche Gruppe sind, was ist unser Vertal? Wo redet wir? Was von der Welt kommt mit uns Müll rührt? Das kann ein Sehen sein oder ein Fluch, was wir sagen tun. Und wir haben die Macht, das zu wählen, zu sein, was wir sagen wollen und was wir sagen sollen. Wir mal checken, was Sprecher, eigentlich das Sprecherbuch sagt. Da sind viele Verse Versen, wo wir auch viel von können lernen. Wir mal checken, was die zu sagen haben, über anversliche reden. In Sprecher 12, Vers 18. Du sagst, es steht, anversichtig wird Specken aus dem Schwert. Anversichtig wird Specken aus dem Schwert. Ist das nicht so? Wenn wir was reden, dann das Speck, das schlägt einfach, wenn wir anversichtig wird reden. Das wird hier sein, das in Sprecher. Und sagt er, über die Verse reden, heilsame wird. So das ist der Unterschied. Zwischen anversichtig wird oder Verse wird reden. Verse wird bringen Heilung. Die kann den anderen Mut bringen. Vielleicht von der Dulje direkt, dass eins wird. Wenn wir Verse wird ans Willen zu reden, zu seiner Person, das hilft dem. Der wird abgebüht und der kriegt frisch Mut. Das ist, wo wir uns sollen Willen zu reden. Und dann haben wir hier noch wieder in Vers 9, sagt er, dort nicht untereinander legen. Das ist auch ein Ding, wo sehr viele Menschen sehr mit geprägt sind. Legen. Unwahrheit reden. Dort nicht untereinander legen, sagt er hier. Die haben ein Olet Eck mit seiner bösen Natur in Worten aufgelegt. So er sagt, die haben die aufgelegt. So dann dort nicht. Und dort nicht untereinander legen. In Legen, Unwahrheit reden, ist eine sehr schlimme Sache bei Gott. Das ist eine sehr schlimme Sache. Gott nimmt das sehr ernst. Einige Menschen haben kein Trouble mit hier und da was legen. Die haben kein Trouble damit. Eine hätte einmal, wenn sie eins was haben getan, was sie nicht sollen tun, und dort verlegen. Was sehr leicht proben. Wenn eins was fertig geben, warum sie das getan haben, oder eins was, die haben kein Problem damit. Was leer ist auch mehr am Schwen, dass sie sich keine Rüt bringen. Oder das als kleine Leer sind oder große Leer sind, und das ist bei Gott im Stich. Das ist eine von den reellen Dingen, wo das von reden, das in Offenbarung, was kann nur ein Heil bringen. Leer. Du redest von einer Liste von verschiedenen Dingen über Leer und Dortmund. In Offenbarung 21, Vers 8 sagt es steht, alle Leer werden ihren Platz im Viersei haben.
der mit Schwefelblit brennt, das ist der zweite Tod. So dass so eine Menschen, die so ein Leben als total leer ist, die gehen nur Hall. Das wird der Schrift sein, das hier. So all diese verschiedenen Dinge, die wir in diese paar Versen gehört haben, was Paulus geschrieben hat, die sollen der aufstehen, der muss wirklich aufstehen. So eine Dinge aus dort soll nicht mehr ein Port sein von Menschen, die von ihnen geboren sind. Das soll nicht mehr ein Port sein von ihnen. Das soll tot sein von dort. Galater 4, Vers 25 sagt Paulus zu den Galater, die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Last in Leidenschaften tot gekreuzigt. So, da hat er gekreuzigt. Wenn da wird gekreuzigt ist, dort ist tot gemerkt worden. Das lebt nicht mehr. Dann soll wir nicht mehr in so ein Leben leben. Das ist tot. Und er sagt, wenn wir gestorben sind zu diesen Dingen, dann sollen wir uns dafür holen. Römer 6, Vers 11 sagt Paulus, Grüße holt ihr dafür, dass die für den Sinn tot sind. Und wie gepflegt sind mit uns, dann sollen wir uns dafür sein, dass ich dann tot für das. Ich brauche nicht mehr in das Leben leben. Ich brauche nicht nachkommen, nachgeroden. Weil ich dann tot für das. Wie man das immer weiter denken helfen. Ich dann tot für diese Dinge. Die sind gekreuzigt worden. Und sagt er, halt euch dafür, dass die für den Sinn tot sind, aber in Christus Jesus lebendig für Gott. In Vers 10, wenn wir in Kolosser 3, Vers 10 gehen, sagt er, und die haben eine neue Natur angenommen. Nu har je eine neue Natur angenommen, sagt er hier in der Kolosser. Der immer Dollar nur dem liegend, der mir gemerkt hat. Ist das nicht schön? Er sagt, dass wenn ihr so leben wollt, dass ihr will haben, dass ihr eine neue Natur nu ist, dann wollt ihr Dollar und Dollar nur den liegen, der ihr gemerkt habt. Nur Gott. So zu liegen, wo Gott ist, wo er ist. Wahrscheinlich ist das nicht, wenn wir können immer Dollar Gott liegen. Und das haben wir dann mit Aufleihen, mit den Dingen, wo das Fleisch hier nur ist. Dort merken, täglich. Wenn einmal eins wird uns entgegenkommen, wo wir nicht sollen leben, immer die Kraft annehmen, was er uns gegeben hat. Und sagen, ich bin tot zu das. Ich bin tot zu Jant. Ich brauche das nicht mehr. Ich brauche nicht mehr hier beim Leben. Ich bin tot zu dort. Das muss wir uns selbst denken helfen. Und die Kraft zu helfen, die wir in uns haben. Weil wir wissen, Gott kann so ein Leben als dort nicht leiden. Wenn wir denken, dann so wollen als Gott ist, wo ist Gott? Das Paulus gesagt, so wollen immer Dollar so sein als Gott, ne Gott liegt nicht. Wir wissen, Gott ist Leib. Gott ist voll von Leib. Gott ist Leib. Er lebt uns. So sei er, als wir in unseren Sinnen leben, er will nicht uns dabei loten. Er schickt sie sehen und leidt an Kreuzchen, damit wir in das Leben rauskommen können. Das ist, wo er ist. Das ist, was von der Natur Gott hat. Gott ist Leib. Und wir wissen auch, dass Gott kann Sinn nicht leiden. Gleich das soll wie gesagt sein. Wir sollen bitte kommen, dass wir dort nicht leiden können. Uns soll ein Ekel werden in Sinn leben. Sinn, was uns eins wird angeboten worden, dass gegen Gott ist, das soll uns betrübern, dass uns ein Ekel wird. Gleich das Gott, er kann dort nicht leiden. Das ist, was Gott ist, wo Gott ist. Noch eines, was Gott ist nicht in Gott, was in Ansehen von Menschen hat. Gott checkt jeder Mensch überein. Er hat keine ansehende Person. In Römer 2, Vers 11 sagt Paulus, sagt es dort, Gott macht keinen Unterschied mit Menschen. Und wir können auch auf verschiedenen Städten lesen, wo Gott macht nicht einen Unterschied zwischen Menschen. Wo wir oftmals tun, wir sind anders. Von der wer ist, wird vielleicht ist das eine reiche Person oder was immer, dann teilen wir viel höher als eine arme Person. Ich glaube, das, was uns Pastor Paul 3 in seiner Botschaft hat. Er sagt, wie Gott, durch Gott seine Augen checken, wird er nicht anders, nicht höher angesehen als einzelne andere, was er umgesetzt hat. Oder ein einzelner Lehrer, das ist dann, wer das ist. Für Gott, durch Gott seine Augen checken, sagt er, du bist nicht höher als der Armste in der Gemeinde. Wenn du auch ein Lehrer bist. So haben wir keinen Unterschied mit Menschen.
In Gott seine Augen sind wir alle gleich hoch und gleich viel wert. Gott macht keinen Unterschied mit den Menschen. Und dann, was wir von der Kultur kommen, wir haben das eigentlich immer so zu holen, dass wir plottische Menschen, wir Mennoniten, wir für Gott angesehen. Wir die Christen. All die anderen, was von den anderen hier in den besonders in Mexiko, die haben gesagt, dass wir Mexiko im Stich bleiben, wegbleiben von denen, dass wir in der Welt Menschen. Weißt ihr was? Das sind Menschen, die Gott gemerkt haben, die Gott auch leben hat. Jeder einer, der am annehmen, dann als persönliche Herr, Gott lebt, die gleich in sei. Auch einer, der das getan hat. Er lebt, als er nach Sünder wird. Nicht der Sinn, was wir begonnen haben, aber jedem ein lebt er. In der letzten Vers hier, Vers 11, sagt, in deiner Tür, der so aus Christus ist, jeft dort nicht so was aus Juden oder Griechen beschnitten sein oder nicht beschnitten sein. Skiten, wie war ein Wort, was ich muss ich mal mit nur studieren, sind Barbarians. Skiten, fremde Völker, Knachs oder Frei, du als Christus, alles in alles. So ich habe hier bei einem keinen Unterschied. Bei einem sind alle überein, alle gleich in hoch geteilt. Er lebt in jedem ein, gleich in sei. Und das ist uns Gott. Und Gott will sich hier haben, das steht hier, das ein paar Versen, die wir hier, wo hier Gott will haben, dass wir dann loskommen von uns allen Menschen, von der fleischlichen Natur, von uns so merken leben, als wir leiden, als wir noch wir am angenommen haben. Aber nu, für jedem einen, was am angenommen haben, sollen diese Dinge dort merken. So, ich weiß nicht, wo wir sind, wo jeder einer hier von der Samaria ist, wo wir stehen, als wir noch Probleme haben mit verschiedenen Dingen, wo wir nicht loskommen, aber ich will uns tauschen, dann nehmt die Kraft an, was wir haben an uns. Was er uns gegeben hat, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unsere Kraft. Er wird uns merken, loskommen von den Dingen, wo wir losfahren wollen, was der Fleisch hier an ist. So, wenn wir den Gebetsfall dort annehmen und dann dort, dass der Chef dort sein wird. Und mir fragt dann einmal fragt mich dort, wenn der Sinne wird, dass das dann so eine Farge, dass das dann einer wird vielleicht einzitieren, da lebst du recht davon von reden, dass dann strenge wird, aber das dann Gott seine wird. Das dann Gott seine wird zu uns. Das dann nicht meine wird. Und das fragt mich, dass ich darf Gott sein Wort predigen, nicht meine wird. Was da kein oder wenig Kraft hat, aber Gott sein Wort ist lebendig. So wollen wir Gott danken dafür, für was heute uns sein wird, wo hier will haben, wie sollen sie wollen, das arm, was er ist. Da wird am Schluss probieren. Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für die Wort von der Samarias. Wir danken dir, wo hier die was haben, dass wir sollen von unserer alten fleischlichen Natur loskommen und dann einmal alle legnen nur, wer du bist und was du bist. Wir sind deine Kinder. Wenn wir die haben angenommen als uns persönliche Heiland, dann bist du uns Vater, dann geheben wir zu deiner Familie und du was haben, dass deine Kinder sollen so legnen als ihr Vater, mit dem, was ihr Vater legnen wird. Merk uns das dort, Gott. Help uns dort, wenn wir in eins von Dingen, wo wir gebunden und sind, gib uns die Kraft und help uns immer weiter denken, dass wir die Kraft in uns haben, dass wir können loskommen von diesen Dingen, dass wir die können dort merken, was immer das ist, was uns so merkt leben. Dass wir wollen die Kraft zu help nehmen, dass wir uns nicht wollen, auf unsere eine Kraft verloren willst. Wir haben das so viel getan, wenn wir in der Vergangenheit checken down und ich habe vielleicht alle verschiedene Dinge abregen, sagen, ich habe das geprüft, abzuhören, ich habe Jan geprüft, abzuhören. Und einmal war er dann voll vertreten, nennen, was wir checken sein, ich habe das nicht können. Und das ist, wir haben das mit unserer eine Kraft getan. Gott, ich danke dir, dass wir deine Kraft haben, dass wir dürfen uns auf die verloren, mit deiner Kraft. Wir wissen, in die, und durch die, mit deiner Kraft, habe ich Sieg in das Leben. Und ich bitte, dass wir uns immer wieder leiden dazu und dass wir wollen immer doller bekommen, dass uns der Sinn wirklich für so im Stich sein, dass uns das ein Ekel sein, das zu tun und dort so ein Leben zu leben als dort. Dankeschön, Herr Himmel, für den Wort und ich bitte, dass wir uns wieder leiden in diesem Brief, wenn wir hier wieder nachgehen down, zu hören und zu sein, was du zu uns zu sein hast. Das wir nehmen an, das nicht bis zu der Gemeinde in Kolossai, aber das auch zu der Gemeinde von der und Tag, wo wir beim Leben down. Dankeschön dafür, musst du uns wieder leiden und führen und uns Weisheit geben, du an. In den Namen beten wir mit Danksagung. Amen.